Wenn er radelt, fühlt er sich frei. Frei von den belastenden Erinnerungen, die er an seine früheren Arbeitsstellen hat und immer noch versucht zu bewältigen. Stefan Grieshammer ist von Beruf Erzieher. Im zweiten Anlauf. Zuvor war er Personalfachkaufmann und immer unter Strom. Seit 11 Jahren ist er in seinem Traumjob tätig. Er arbeitet gerne mit Kindern. Aber er hat verstörende Dinge gesehen. Das habe ich oft erlebt, von Kinder am Arm reißen, Kinder wegreißen, ja, Kinder am Ohr ziehen. Und das sind alles so, das geht nicht, das sind Grenzüberschreitungen für mich. Auch wenn es ihm an seinem gegenwärtigen Arbeitsplatz gut geht, einem städtischen Kindergarten, wirkt nach, was er in verschiedenen anderen Einrichtungen mit ansehen musste. Durchweg kirchlichen Kindergärten. Die Angststörungen sind vor über 10 Jahren losgegangen. Ich habe immer wieder Erlebnisse gehabt mit Kolleginnen, wo ich einfach mich nicht durchsetzen konnte, wo ich Schwierigkeiten hatte in der Handhabung der Kolleginnen, wie sie Kinder behandeln. Und ich habe dann einfach immer versucht, das auch an Vorgesetzte weiter zu transportieren und habe aber immer keine Unterstützung erhalten. Und diese Angst hat sich dadurch immer verstärkt und ist immer mehr geworden. Die Angst, ignoriert zu werden, hat bei Grieshammer die Angst ausgelöst, die Missstände bei der Kindergartenleitung anzusprechen. Und das wiederum die Angst, gegenüber den Kindern versagt zu haben. Ein Teufelskreis. Die Folge: Depressionen, Angststörungen, Panikattacken. Teilstationäre Aufenthalte in der Psychiatrie. Kinder, die sich auf den Stuhl gesetzt haben, die unruhig waren, hat sich jemand auf die Beine gesetzt. Und für mich ist es so eine Machtausübung, ja. Man nimmt es mit nach Hause, man muss es irgendwie ja verarbeiten können. Und die Ängste haben sich so manifestiert in mir, dass ich das einfach nicht rausbringe. Das ist immer wieder da. Umso wichtiger sind für Grieshammer Orte, an denen es ihm gut geht. Seine wöchentliche Selbsthilfegruppe Mutiger e.V. gehört dazu. Dort treffen sich Menschen, die dasselbe Problem haben wie er. Wie immer fangen wir mit einem kurzen Blitzlicht an. Mal sehen, wie es euch die Woche so ergangen ist. Und das Wochenende war ich zu Hause und prompt hat mich wieder eine Panik erwischt. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt, weil eigentlich völlig aus dem heiteren Himmel. Viele Menschen mit Angststörungen können wegen ihrer Beschwerden nicht mehr arbeiten. Es betrifft mehr, als man meint. Aus allen Schichten, mit allen denkbaren Berufen. Ich war 20 Jahre in der Bank. Habe die letzten 7 Jahre eigentlich mehr oder weniger nur überlebt. Und die Monate zwischen Arbeit und Klinik, stationären Aufenthalt wurden immer kürzer. Ja, die Angst und die Depression wurden stärker. Auch die Geschichte von Stefan Grieshammer kennt hier jeder. Mir gefällt es sehr gut, wie du deine ganzen Handicaps jetzt angenommen hast. Du hast agiert, hast nicht darauf gewartet, dass sich was ändert. Und wir haben ja immer das Problem, wenn es uns schlecht geht, haben wir wenig Antrieb und wir wollen, dass sich was ändert. Es wird sich nichts ändern, nur einer selber kann es tun. Und das hast du auch gemacht. Ich konnte einfach nicht mehr. Es war nur ein Schritt möglich, zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Cut, es geht nicht mehr und ich muss einen neuen Anfang versuchen. Und aufgeben, das gibt es eigentlich nicht für mich. Ich bin ein Kämpfer, ich kämpfe mich überall durch. Dann vielen Dank fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Eine neue Woche, die für die 6 Teilnehmer eine neue Herausforderung sein wird. Hauptsache Leben und Überleben. Ob im Job oder sonst wo.